Ich will immer gesagt, Leute, die so, wir müssen die stramme Wurst um für also Pensionsproblem zu leiden, dass die falschesten auch so, die ich kann machen. Für ein Pensionär brauchen wir 2 Aktive. Und da wissen wir, wenn wir 200.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 400.000 Aktive, wenn wir 400.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 800.000, wenn wir 800.000, brauchen wir 1,6, und dann können wir so weiterführen, wir können unsere Fantasie freie Lauflos. Das ist die Realität, wie als Pensionssystem abgebaut ist. Ich habe nicht alle gezählt. Wir werden mal das schon, Chiffre gucken, die GSS als noch kürzlich gehen jeder hat es ja gekriegt. Da stellen wir fest, dass wir das Jahr 2015 sind Chiffren knapp 400.000 Versicherte haben und 165.000 Pensionäre. Das heißt, wir haben etwas mehr wie 2 Aktive und Pensionären. Und dafür machen wir auch Überschuss am Blick. Und dafür haben wir dann auch 16, 17 Milliarden Überschuss, was 4,5 Millionen Depensen ist. Mit die GSS sieht uns aber auch, dass wenn wir Richtung 1,1 Millionen Einwohner fuhren, und das Regierung führt ja an die Richtung. Das ist ein Ziel, das Budget peilt Ziel von 1,1 Millionen Einwohner und dann haben wir am Jahr 2060, muss ich vorstellen, 805.000 Versicherte hier am Land. 805.000 Leute, die schaffen, nicht die neu wohnen, das sind dann noch viel mehr. Am 500.000 Pensionären am Jahr 2060, das lässt sich schon leicht ausrechnen, wenn leider in der Moyenne 40 Jahre schaffen, wir wissen, was 2020 los schon hier am Land schafft, da wissen wir auch viel von 2060 der hier an der Pension. Also, seht die GSF, dann haben wir 490.000 Pensionierte gegen 805.000 Aktive. Und da wissen wir, dass das System an das Füßunterschiede nicht kann halten. Aber wir wissen auch schon, Ziffern sind in der Mitte genannt, ob die noch 2-3 Jahre noch regeln oder noch 4 regeln. Das ist ja unwesentlich. Ob wir 2021 um die Punkt kommen, wo die annuellen Resetten just natürlich für die annuellen Depensen zu decken, oder ob das 2024 ist, das möchte Katz kein Bockel. Wir wissen, es könnte irgendwann, aber wir wissen auch, ob 2030 oder 2035, dass wir die Reserven praktisch alle gut abgeschafft haben.